Hallo meine Lieben, ich begrüße euch alle ganz herzlich auf meinem Kanal. Mein Name ist Marina Zhagailova. Ich bin russisches Medium, Tarot-Expertin und spirituelle Lebensberaterin. Heute möchte ich euch eine Legung anbieten und das Thema dieser Legung ist Botschaft von deiner Sternefamilie. Sternefamilie, was ist das überhaupt? Ganz kurz erkläre ich das. All unsere Seelen sind natürlich aus unterschiedlichen Zivilisationen gekommen. Man kann das auch nachvollziehen. Ja? Wir haben unterschiedliche Kontinente und viele unterschiedliche Nationen, ja? Rassen, wie nennt man das, auf unserem Planet Erde. Gaia wird auch genannt oder Midgard, Tartarien, egal wie es man nennt. Ja? Wir sind alle hier, aber unsere Seelen sind gekommen oder wurden geboren auf anderen Planeten und im Grunde genommen, wir sind alle aus unterschiedlichen Zivilisationen. Und wir sind alle hierher gekommen, um bestimmte Erfahrungen hier zu sammeln, unsere Seelen. Ja? Aber unsere Sternefamilie, sie begleitet uns trotzdem, ja? Weil wir haben in unserem DNA auch diese bestimmten Programme angelegt bekommen, unterschiedliche Coden. Ja? Und da schauen wir gerade rein, was möchte uns sagen unsere Familie, Sternenfamilie. Ich habe mich heute für 3 Varianten auch entschieden. Die Variante Nummer 1, 2 und 3. Entscheidet euch für eure Variante. Wenn es nicht genug Zeit ist, dann stellt mal bitte das Video auf die Pause und danach könnt ihr das anschauen. Meine Lieben, dies ist eine allgemeine Legung und kann natürlich nicht mit jedem resonieren oder es kann nur ein Teil ins Resonanz kommen. Deswegen bitte ich euch um Verständnis und alle meine Videos sind zeitlos. Egal wann ihr das Video gefunden habt, gerade in diesem Augenblick ist dieses Video für euch stimmig. Dann fangen wir an mit der Variante Nummer 1. Hier ist die Botschaft an dich. Nimm alle Chancen wahr,
in diese Inkarnation. Treffe die Entscheidung, aus diesen Situationen das Beste draus machen. Du hast diese Kraft, diese Feuer in sich. Geh voran. Schreibe dein Leben selbst, so wie du es haben willst. Verschließe dich nicht von neuen Erfahrungen. Öffne dich für die neuen Perspektiven. Geh aus dem Mangel raus. Befreie dich von Angst. Befreie dich von deinem Zweifel, weil diese Angst und diese Zweifel ist deine Illusion. Deine Seele ist frei und du bist auch frei. Du kannst in dieser Freiheit leben. Erlaube es dir. Es liegt nur an dich. Es liegt nur an dir. Ich nehme jetzt noch die anderen Karten dazu. Hier ist natürlich das Thema Angst, ja, Angst und Zweifel, definitiv. Und Mangel, also diese Problematik, materielle Mangel, ja, dass man auch aus dem Mangel rauskommt, aus materiellem Mangel rauskommt und dann öffnen sich natürlich die neuen Horizonten für dich, die neuen Perspektiven. Verschließe dich auch nicht für etwas Neues, was in dein Leben fließt. Erinnere dich an deine Kraft, erinnere dich an deine Kapazität. Du hast alles in dir. Die Kraft ist da. Kehre in die Harmonie rein, entdecke dich neu. Betrachte die Vergangenheit aus der Perspektive als Erfahrung, nur Erfahrung und nicht mehr und nicht weniger. Und das bringt dich in die Harmonie, in spirituelle Wachstum. Öffne deine Halschakra. Halschakra steht immer für Kreativität. Ja? Das ist unsere, wir sprechen, wir singen, wir drücken uns aus durch die Halschakra. Öffne diese Halschakra. Hier ist auch natürlich, kann das Thema sein, lernen etwas sagen, ja? Was nicht unbedingt vielleicht mal für dich gut ist, in dem Sinne jemandem Nein zu sagen. Ja? Es fällt uns immer schwer, Nein zu sagen. Ja? Oder deine wahren Gefühle offenbaren. Auch fällt uns sehr schwer. Ja? Dass wir auch zu einem lieben Menschen sagen, einfach, ich liebe dich oder ich hatte so Sehnsucht nach dir. Ja? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch so dieses Kreatives im Grunde genommen, ja? Gefühle. Öffne dich für deine Gefühlsebene. Zeige auch deine Gefühle nach außen. Verschließe dich nicht, ja? Hier war das Thema, verschließe dich nicht. Und hier kommt gleich die Antwort. Öffne deine Gefühle, ja? Hab keine Angst, deine Gefühle zu zeigen. Es ist wichtig. Öffne dich und das bringt dich wirklich ins Gleichgewicht. Und da kommst du wieder in deine Kraft, weil alle diese Zweifel, ich kann mich nicht öffnen, das raubt uns unglaublich viel Kraft. Ja? Und deswegen sagt er deine Sternenfamilie, öffne, lerne
auf deine Gefühle zu hören, ja? Deine Intuition. Lerne es auch aussprechen. Irgendwo sagen Nein und irgendwo sagen Ja. Das bringt dich ins Gleichgewicht und gibt dir wieder Kraft. Du bist ein Mensch, der arbeitet immer mit Mentalebene. Ja? Dein Verstand ist für dich wichtig, deine Mentalebene für dich wichtig. Ja, aber verwandle dieses Wissen in eine Weisheit. Verbinde es mit deinem Gefühl. Verbinde es mit deinem Gefühl und dann wird es alles zu der Weisheit. Hier ist eine sehr schöne Botschaft für dich. Das war jetzt die Variante Nummer 1. Jetzt mische ich die Karten und wir kommen zu der Variante Nummer 2 und schauen, was sagt die Sternenfamilie. Welche Botschaft für dich von deiner Sternenfamilie? Hier ist auch wichtig, aus dem Thema Mangels rauskommen. Angst. Hier ist Angst, Angst vom Materiellen, also im materiellen Leben, ja, materiellen Leben. Es wird mir genügend Geld, da sein, ja. Kann ich das und das bezahlen? Wird das reichen? Ja? Das sind so diese materielle Sachen hier werden angesprochen und überall die Nummer 5. Die Nummer 5 steht für Transformation. Das bedeutet, bringe endlich das in Ordnung. Ja? Geh jetzt aus diesem Mangel. Hier ist im Grunde genommen gleiche Botschaft. Geh aus dem Mangelgefühl raus. Ja? Verbrenne es. Bringe dich jetzt in die Bewegung rein. Öffne dich für die neuen Perspektiven. Bringe dein Leben ins Gleichgewicht. Ja? Weil etwas Neues wird jetzt in dein Leben reinkommen. Es ist jetzt schon in einer Wachstumsphase. Du kannst etwas Neues reinbekommen in dein Leben. Ja? Verlasse Angst, verlasse auch Konfliktsituationen in deinem Leben, die dir Kraft rauben, die dich arm machen. Ja? Bringe dein Leben in Ordnung. Ja? Bestimme dein Leben selbst. Und nur so kannst du zu einem richtigen Mensch werden. Hier ist natürlich das Thema Verbindung zu deinem höheren Selbst. Ja? Weil dein höheres Selbst, das ist ein Teil
von unserem Bewusstsein, die im Grunde genommen im Universum geblieben ist, ja, und der auch unglaublich viele Botschaften jetzt sendet, dass du jetzt aus diesem in diesem Materiellen etwas bereinigen musst und wie du das bereinigen kannst, ja, weil sie sagen, okay, gut, du musst jetzt deine materielle Leben in Ordnung bringen, ja, deine materielle Leben, deine Familie, es ist vielleicht mal ja auch irgendwelche Muster aus deiner Familie, was du aufgenommen hast, aus deiner irdischen Familie meine ich jetzt, ja, dein Ahnensystem, dein Stammbaum, ja, dort liegen ja auch viele unterschiedliche Programme, die für dich jetzt nicht mehr stimmig sind, überhaupt nicht mehr stimmig sind, du musst die jetzt transformieren lassen, ja. Transformation bedeutet einfach überdenken und neue Ansichten zu dem Leben, zu den bestimmten Themen erschaffen. Und nur so kannst du dein Leben jetzt in Ordnung bringen, ja, in Ordnung bringen. Du kommst dann aus diesem Mangel raus, du kommst dann auch aus diesen Verstrickungen raus, ja. Du kannst dich öffnen auch für die neue Liebe, für Kreativität, ja. Du kannst dich öffnen, ja auch etwas Neues entdecken in deinem Berufsleben, in deiner Karriere, ja. Vielleicht mal auch in deiner Selbstständigkeit oder mit deinem Business. Es ist schon etwas Neues. Es bahnt sich etwas Neues an in dein Leben, Du solltest bitte jetzt diese Ängste, ja, Angst vom Verlust, transformieren lassen. Und dann kommst du dann ins Gleichgewicht. Und wenn du im Gleichgewicht bist, dann entstehen neue Perspektiven, ja, in deinem Leben. Neue Visionen in deinem Leben, ja. Und dann und wenn du in Kraft wieder reinkommst, dann kannst du natürlich all diese Visionen manifestieren. Ja? Sie können sich auch materialisieren hier. Das ist die Botschaft für die Variante Nummer 2. Und jetzt schauen wir auf die Variante Nummer 3. Welche Botschaft ist hier? In deiner Vergangenheit hattest du sehr viele Konfliktsituationen. Und jetzt schaust du nach vorne. Du willst alles Altes ablegen. Du willst Altes vergessen. Es ist richtig. Es ist gute Entscheidung. Allerdings, du hast deine Zukunft noch nicht richtig geplant. Du hast deiner Zukunft noch keine Vision gegeben. Du hast deiner Zukunft noch die Augen nicht geöffnet und die Ohren nicht geöffnet. Deine Familie sagt zu dir, du solltest dich nicht verteidigen. Du solltest deine Emotionen in Ehre halten. Ja? Du sollst auch deine Emotionen kontrollieren.
und nicht ins Negativität reingehen. Du sollst aus der Vergangenheit viel lernen und neue positive Ressourcen für sich finden. Und nur mit diesen neuen positiven Ressourcen kannst du wieder die Bewegung in dein Leben reinbringen. Schau dich im Spiegel an. In der Vergangenheit hattest du sich immer verschlossen von anderen Menschen, vielleicht auch von der Liebe. Weil hier liegt mir das Thema Lieben und geliebt werden. Du wirst dich jetzt nicht öffnen für diese neue Perspektive. Du wirst dich jetzt nicht öffnen für diese neue Phase in deinem Leben. Schade, das kannst du aber. Du kannst diese neue Phase lieben und geliebt werden, genießen. Du kannst dich auch öffnen. Es ist auch möglich. Das kannst du schaffen. Die Kraft dafür hast du. Lass das Alte los. Bereinige das Alte. Vergebe und lass es los. Also hier geht definitiv um die Liebe. Diese Position Nummer 3 geht definitiv um die Liebe. Also lieben und geliebt werden. Das Thema, du bist jetzt gerade dabei, dieses neues Thema zu lernen. Lieben und geliebt werden mit bedingungsloser Liebe, mit einer tiefen Liebe, Tiefe so wie ein Ozean. Nochmal die gleiche Karte, die Liebende. Also öffne dich für die neue Liebe, öffne dich für die neue Perspektive. Du hast dein ganzes Leben lang auf diese Liebe gewartet. Diese Liebe steht bei dir jetzt schon vor der Tür. Sie ist schon da. Sie ist schon da. Die Liebe kommt aus der Vergangenheit. Du kennst schon diese Frau oder diesen Mann, ja? Schließe dich nicht zu. Wozu? Öffne dich. Öffne dein Herz. Es wird eine wunderschöne Liebe sein. Ihr seid hier zwei. Wie zwei. Ich will diese Karte einfach noch zeigen euch, meine Lieben. Ihr spiegelt euch beiden, ja? Zwei Zwillingsseelen, Zwillingsflammen. Und die zwei Karten, so, schaut mal, wie viele Karten habe ich hier? Wie viele? Na? Was für ein Deck. Und die zwei, im Grunde genommen, gleiches Thema. Die Liebende. Sag zu der Liebe Ja. Sag zu der Liebe Ja. So, das ist die Variante Nummer 3, meine Lieben. Also, ich werde sagen, alle 3 Varianten sind wunderschön. Ja? Man muss an sich arbeiten, immer, jeden Tag, egal ob das die Liebe ist oder Geschäft oder egal was das ist, ja? Business, Karriere und so weiter. Immer die Arbeit. Also auf jeden Fall, liebe Leute, wichtig ist natürlich, dass wir uns für die Liebe öffnen. Es muss nicht unbedingt jetzt als Partnerschaft da sein, also in dieser Variante schon, ja, aber allgemein jetzt von mir, ja, nicht nur zu einem Mensch, einfach Liebe erstmal zu sich selber, ja, eine bedingungslose Liebe. An erster Linie liebe sich selbst, dann kannst du diese Liebe auch weiter schenken. Das ist die wichtigste Botschaft an uns alle. Na gut, ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle dabei wart.
schön. Ich werde mich freuen über eure Kommentare. Ich werde mich auch freuen über eure Feedbacks. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann werdet ihr auch weitere Videos von mir nicht verpassen. Und ich bedanke mich bei euch und wünsche euch eine wunderschöne Zeit.